Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, Spielanalyse, Meinung, wie auch immer, zum Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen 0:1. Nehmen wir das Fazit vorweg, 0:1 verdient verloren. Punkt. Glückwunsch an Werder Bremen, haben ein klasse Spiel gemacht. Gerade erste Halbzeit oder erste 70 Minuten, dass wir dann, oder ersten 75 Minuten, dass wir dann nochmal alles reinhauen und blind nach vorne eiern und so. War abzusehen. Stark gefightet, die Werderaner dann auch noch die letzten 20 Minuten. Aus meiner Sicht. Ein verdienter Sieg für Bremen. Von uns muss einfach eine Menge mehr kommen. Ja. Ich fand es auch gut, dass die Bremer nicht nur hinten drin standen, so wie es Hoffenheim getan hat, so super tief. Ja, das war vielleicht so die erste Viertelstunde, aber danach, ja, hat Bremen genau das getan, was du gegen uns machen musst. Du musst halt dann auch das Selbstvertrauen haben und dann auch die Räume bespielen, die da sind. Und dass die da waren, haben wir gesehen. Ja, also Bremen hatte gerade in der ersten Halbzeit auf jeden Fall die besseren Torchancen wie wir, weil wir hatten gar keine. Ich erinnere mich an einen Pass, den Harry Kane aus Sané gespielt hat, wo Sané dann so einen Pipi-Fax-Abschluss hatte in Richtung Bremer Tor. Das war alles, was wir in der ersten Halbzeit hatten. Ja, also, ja, dann nach den Auswechslungen und so war es ein Tacken besser. Was beschreibt das eigentlich am besten? Das Mathys Tel, lasst mich jetzt nachgucken, nicht, dass ich Mist erzähle. Wann wird er eingewechselt? In der 65. Ne? Der wäre auffälliger als alle vier, die vorher 65 Minuten da vorne rumgedümpelt haben. Ich denke, das sagt alles aus. Und er war auch der Einzige, wo man gemerkt hat, jawohl, der will, der hat Bock, der ärgert sich, der gibt Gas, der versucht unbedingt. Das war der Einzige, wo man das Gefühl hatte. Bei Müller hatte man das Gefühl, minimal, er konnte es leider gar nicht auf den Rasen bringen. Er hatte jeden Ball verstolpert, war absolut grottig schlecht. Ja, aber auf die einzelnen Spieler gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein. Nochmal, Chapeau an Bremen, verdienter Sieg für Bremen aus meiner Sicht. Ansonsten bin ich einfach nur enttäuscht von der Mannschaft. Ja. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Ich dachte, wir werden weiter, wir werden stabiler. Aber eigentlich setzt sich das nur fort, die letzten Spiele. Ja. Müssen wir ganz klar so sagen. Also selbst gegen Hoffenheim war es schon glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben, wenn wir ehrlich sind. Und von daher, ja, war es vielleicht zu erwarten. Keine Ahnung, ich habe es nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Mich hat es kalt erwischt. Dachte eigentlich, nach so einem Trainingslager und sowas ist mal ein bisschen Teambuilding da und so weiter. Aber ja, erste Halbzeit war das gar nichts. Zweite Halbzeit, ja, der Schuh wurde weiter runtergespielt. Ja, bis zu den Auswechslungen, dann haben wir ein bisschen umgestellt. Dann haben wir kurzzeitig mal so 5 bis 10 Minuten ein bisschen Zug drin gehabt. Aber im Großen und Ganzen war das dann auch viel zu wenig. Ja. Das hat man daran gesehen, dass der Einzige, der sich bewegt hatte, wenn nicht Mathys Tel den Ball hatte, war Mathys Tel. Alles andere stand. Alles andere stand einfach. Egal wer, die komplette Mannschaft stand. Hat sich keiner bewegt, angeboten, sonst was. Der Einzige, der sich angeboten hat, war ein Tel. Das war super bezeichnend für diese Leistung, für das Nicht-Wollen. I don't know. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, und dann verlierst du das Spiel. Und dann ist gut. Ja, und jetzt machen wir noch so ein Spiel gegen Union, dann ist die Meisterschaft durch, dann können wir da einen Haken dran setzen. Weil wie wir sehen, Leverkusen ist heiß, Leverkusen gibt Gas. Ja, klar, gegen Leverkusen wird es ein anderes Spiel, keine Frage, weil wir da Räume kriegen, aber jetzt gegen Union wird dasselbe in Grün sein, außer dass Union wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Qualität im Umschaltspiel hat und in der Konsequenz, wie es ein Werder Bremen hat. Ja, also ansonsten kannst du dich auf dasselbe Spiel einstellen. Von daher, ja, I don't know. Wild, schwierig.
Armutszeugnis für einen Tuchel, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Keinerlei Spielidee. Keinerlei Spielidee. Und es war nicht so, dass Bremen mit 2 Viererketten hinten drin stand. Ja, die ersten 15, 20 Minuten war das so. Danach nicht mehr. Danach hat Bremen viel, viel höher verteidigt. Zum Ende hin war es wieder so, ja, wir haben sie hinten reingedrückt. Wenn ich aber sehe, also es ist ja bekannt, dass wir uns gegen solche Gegner schwer tun. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Warum spiele ich dann die ersten 4 Ecken kurz und spiele den Ball bis zur Mittellinie zurück? Ich verstehe ja, dass man mal eine Ecke kurz spielt, so wie wir es gegen Hoffenheim getan haben, dass man da mal in den Strafraum zieht oder sowas. Aber nein, wir haben die Ecken wie unterm verfickten Guardiola gespielt, Alter. Wir haben eine eigene Ecke, spielen die kurz und spielen den Ball bis auf den letzten Mann, der 10 Meter vor der Mittellinie steht, zurück. What the fuck is going on in this Hirn, Alter? Was wollen die mir denn erzählen? Wir haben De Ligt, wir haben Opa, wir haben Harry Kane. Das sind alles 3 Kopfballtiere, Alter. Und wir spielen keine Ecke in den verhurten 16-Meter-Raum rein. Was ist denn los mit den Leuten? Gerade wenn du weißt, ja, wir spielen uns eh keine Chancen raus. Das hat man doch gesehen. Es war grottig, wie immer. Standfußball. Keiner eine Idee, keiner Lust. Und dann nutzen wir noch nicht mal die Gelegenheiten, die wir dann haben. Ja, die 5. Ecke oder die 6. Ecke haben wir dann mal reingeschlagen durch Leroy Sané, die auch grottig war. Danach haben wir die Ecken dann 2 oder 3 reingeschlagen von Leroy, die auch ganz okay waren. Aber warum macht man das? Wie gesagt, man kann ja eine kurze Ecke spielen, um dann nochmal abzulegen, um dann nochmal ein bisschen schärfer vors Tor reinzuflanken oder sonst was. Aber es war ja wieder Flanken verboten, Alter. Auch unser Außenspieler, ich habe nicht eine verkackte Flanke gesehen. Nicht eine. Ja, über King brauche ich gar nicht anfangen, Alter. King war Note 6. Ja, super engagiert, sonst nichts. Der ist nicht einmal am Gegenspieler vorbeigekommen. Wir reden von Werder Bremen, Alter. Nicht ein einziges Mal. Der hat nicht eine Flanke geschlagen. Flanken verboten bei uns. Kimmich war dann der Einzige. Kimmich, weiß ich nicht, 35. oder sowas. Oder was sogar zweite Halbzeit, wo er dann mal ein bisschen nach außen gerückt war und dann kam ein Ball, der war der Erste, der eine Flanke geschlagen hat. Alle anderen ein Flankenverbot. I don't know. Ganz wild. Ja, gut. Keine Ahnung, einfach enttäuschend. Ja, ich kann mich noch niemals gerade richtig aufregen, weil wir sind einfach für diese Spiele gut. Ob es letzte Saison war, ob es diese Saison war, ja, alle haben immer gelabert, ja, aber der FC Bayern, ja, du musst mit Tuchel zugute halten, wir sind ein bisschen stabiler. Ja, wow. Wie gesagt, hätte Hoffenheim da vorne einen gehabt, der einen guten Tag gehabt hätte, hätten wir da schon 3 Tore kassiert und hätten das Spiel auch verloren. Ja, also das ist nichts mit stabiler und es ist auch nicht so, dass das Bremens einzige Chance war. Ja, aber das Tor, was aberkannt wurde, was in meinen Augen völliger Schwachsinn ist. Klar, wenn du diese Regel so auslegst mit dem Fahr und du gehst dann erstmal irgendwie 30 Sekunden zurück. Ja, er hat den Ball nicht gespielt, er muss ja das Fuß getroffen, ist es ein Foul. So, wenn der Schiri aber im laufenden Spiel sieht, ja, ich habe das beurteilt, es war für mich jetzt nicht kein Foul. Super schwierig, haben wir natürlich Glück gehabt, ja, aber dieser Videoschiri gehört abgeschafft, Alter. In meinen Augen gehört er abgeschafft. Oder, keine Ahnung, mach sie irgendwie, dass klare Regeln sind. Es kann nicht sein, dass sowas dann zurückgepfiffen wird, weil irgendwie gefühlt vor 30 Sekunden irgendwo ein Foul passiert ist. Aber wehe, du kriegst eine Ecke, obwohl es keine Ecke war, machst das Ding rein, ist alles gut. Ja, weil dann greift der Fahr nicht ein, was eine verkehrte Ecke war oder auch beim verkehrten Einwurf. Das sind Regeln, die passen nicht, Alter. Schaff den Scheiß ab. Zu dem Zeitpunkt wäre es schon hochverdient gewesen für Bremen. Ja, Bremen war die gefährlichere Mannschaft. Traurig aber wahr. Gut. Mehr will ich dazu gar nicht sagen zu dem Spiel. Lass uns mal ein bisschen in die Spieler reingehen. Da wird uns bestimmt das ein oder andere noch einfallen. Aber lass uns erstmal einen Blick auf die Statistiken werfen. Haben wir ja auch noch gar nicht. Ich habe die auch noch gar nicht gesehen. Am Ende des Tages sind sie auch wurscht. Ballbesitz 68:32. Ja. Abseitsstellung 2-1, Fouls 12-7.
Zweikämpfe 51:49, Schüsse aufs Tor 7:3, Schüsse insgesamt 22:8, Ecken 10:2, angekommene Pässe 622, 248, Flanken 20. I don't know, was als Flanke gewertet wird. Ich habe ja eine Flanke gesehen, die war von Josh. Ansonsten habe ich ein paar Ecken gesehen. Sonst habe ich keine Flanken gesehen, oder? Ich weiß nicht, was als Flanke gewertet wird. Wahrscheinlich, wenn ein Ball außerhalb des 16ers mal in den 16er gespielt wird oder was. Ich kann es euch nicht erklären. Ihr könnt mich da gerne aufklären, wa? Oder ob ich einfach einen blinden Fleck da in meinem Gehirn habe, dass ich Flanken bei uns nicht mehr erkenne. Ich weiß es nicht. Mag so sein. Ich kann es nicht beurteilen. Schüsse insgesamt: Sané 2, Leimer 1, Upa 1. Torschussvorlagen. Oh. Ja, 0. Gewonnene Zweikämpfe: Davis 11, Musiala 8, Leimer 6. Ballkontakte 116, Leimer 103, Upa 101, De Ligt. Sehr schön zu sehen, auch hier, was alles als Zweikampf gewertet wird. Ne? So ein gewonnenes Dribbling zählt dann auch mal als Zweikampf beim Davis. Ja, er hat 11 Zweikämpfe verloren. Und wenn er nur einen verloren hat, dann hat er den wichtigsten verloren, wo das Gegentor entstanden ist. Ne? Nur mal, um auch mal ein paar Statistiken mal einzuordnen, ja, was ja immer viele von euch gibt, die so auf Statistiken rumreiten. Ja. 11 gewonnene Zweikämpfe zu 1 verlorenen. Wahrscheinlich waren es noch ein paar mehr. Ich erinnere mich noch an ein paar mehr verlorene Zweikämpfe von Davis gerade hinten. Wenn der dann zum Tor führt, dann ist das so. Gut, Benotung. Neuer würde ich bei einer Note, ja, keine Ahnung, schwierig. Hat einen natürlich super gehalten, keine Frage. Hat ansonsten noch 2 gehalten, die er halten musste, auch in der ersten Halbzeit. Hat das Tor natürlich im kurzen Winkel kassiert. Hätte aufrecht gestanden irgendwie, keine Ahnung, wäre vielleicht rangekommen. War natürlich super geschossen vom Weiser, aber im kurzen Winkel sieht so ein Torwart immer schlecht aus, weil es Torwart-Ecke ist. Ich sehe ihn bei einer 3-. Ja. Conny Leimer als Rechtsverteidiger hätte ich ihm Note 4- gegeben. Dann in der Dreierkette, nenne ich es mal, in der zweiten Halbzeit oder die letzten 25 Minuten hat er mir sehr gut gefallen. Auch gerade, wenn er dann mal ins defensive Mittelfeld vorgerückt ist, wo er dann noch ein paar Bälle erobert hat und so weiter, hat er mir wirklich gut gefallen. Von daher würde ich ihn insgesamt auch bei einer 3- sehen. Upa und De Ligt, ja, würde ich beide auch bei so einer 3-4 sehen. War jetzt nicht irgendwie spielentscheidend, was super schwach war. Haben beide aber 1, 2 Wackler drin gehabt, auf jeden Fall. Aufbauspiel über die Innenverteidigung hat kaum stattgefunden. De Ligt hat 1, 2 Bälle gespielt, ja. Weiß ich nicht, aber zieht sich so durch die ganze Mannschaft so. Man hatte immer so das Gefühl, so die letzten 10% fehlen. Ne? Ich meine, man hat es dann beim Tell gesehen, wo er reinkam, der on fire war. Bei allen anderen hast du das Gefühl nicht gehabt. Ganz im Gegenteil, bei Müller hast du noch das Gefühl gehabt, dass nochmal 30% fehlen. Also ganz wild. Wirkte alles so als, ja, weiß ich nicht. War das Trainingslager zu hart? I don't know. Ich kann es euch nicht sagen. Davis hat viel versucht, so, gerade erste Halbzeit. Hat viele Ballkontakte gehabt. Aber auch nichts, was irgendwie sinnig war. Ja, hat den Ball oft nach vorne getragen, ja, keine Frage. Aber ja, irgendwas, was jetzt sinnig war, ist dabei nicht bei rumgekommen. Und defensiv gegen Weiser immer den ein oder anderen Wackler drin gehabt. Ein oder andere Mal hat ihn sein Speed ein bisschen gerettet in Davis, ja. Und den entscheidenden Zweikampf hat er dann halt leider verloren. Ne? War aber nicht so schlecht, wie es teilweise war. Deswegen will ich ihm auch bei einer 3- sehen. Guerrero sehe ich bei einer, ja, will ich auch bei einer 3- sehen. Oder du kannst es auch, alles, was ich 3- sage, kannst du auch 4 sagen. Also Guerrero hat das getan, was er kann, ne? In der Offensive zumindest 1, 2 gute Kombinationen, aber im Großen und Ganzen war das zu wenig. Ja, für den FC Bayern auf dieser Position ist das in meinen Augen zu wenig. Coman für mich eine klare 4. Eine ganz klare 4.
Ich würde ihm sogar eigentlich eine 5 geben, aber da musst du alle anderen auch nochmal eine Note schlechter ziehen. Ich weiß nicht, ich tue mich gerade schwer, mit das Spiel zu bewerten irgendwie. Sucht euch eine Note aus beim King. Für mich 4 bis 5 auf jeden Fall. Also war super engagiert, ja, hat man gesehen, aber er ist nicht ein einziges Mal an einem Bremer Spieler vorbeigekommen. Geschweige denn, dass er eine Flanke geschlagen hat. Hat immer wieder versucht, da einen Haken, hier einen Haken. Und der Ball wurde dann immer wieder, war der Ball weg oder er wurde wieder nach hinten oder quer gespielt. Also, ich weiß nicht, was mit dem King los ist. Das ist über links dann die 4. Stunde, hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Genauso wie ein Sané über rechts. Das war für mich sinnig. Das ist für mich sinniger. Ja, wir spielen eh nicht mit Flanken. Also, wo ist das Argument? So. Kimmich fand ich gar nicht jetzt so schlecht. Weiß ich gar nicht, was. Also ich hab applaudiert. Ich habe die erste Kimmich-Auswechslung, glaube ich, gefühlt seit 2,5 Jahren oder 3 Jahren gesehen. Die Majestät wurde mal ausgewechselt. Aber an ihn hat's gar nicht gelegen, wie ich fand. Ja, Kimmich hat, er hat kein gutes Spiel gemacht, hat jetzt aber kein schlechtes Spiel gemacht. War einfach das Niveau, wie es die ganze Mannschaft ist. Wenn man das Spiel jetzt von Kimmich sieht über die ganze Saison bisher, dann war es sogar einer seiner besseren, weil er mal die Pose gehalten hat. Ich weiß nicht, Tuchel wollte vielleicht mal ein Zeichen setzen oder hat sich gedacht, ja, ohne Josh waren wir stärker. Ja, hätte man das vielleicht von vornherein so machen sollen. Aus meiner Warte, ich hätte auch nicht auf eine Dreierkette umgestellt. Ich hätte einfach einen Kimmich als Rechtsverteidiger gestellt, Leimer ins Mittelfeld. Auf die 8, Guerrero hätte ich ausgewechselt. Und hätte mit dem Pavlovic einen klaren Sechser gemacht. So, das wäre mein Take gewesen. Aber im Nachhinein, klugscheißen können wir immer, aber ich habe einen Kimmich jetzt heute nicht so schlecht gesehen. Und wie gesagt, er war der Einzige, der eine Flanke geschlagen hat. Und deswegen hätte ich ihn als Rechtsverteidiger gestellt. Ja, das wäre in meinen Augen sinniger gewesen. Aber gut. Wir haben die erste Auswechslung von King Kimmich erlebt. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist ein Gezeitenwechsel. Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wird Toro dann wieder in der Pressekonferenz gleich erzählen. Ja, das war so abgesprochen, weil Josh ja irgendwie nicht im Trainingslager dabei war oder was. Wahrscheinlich irgendwie so ein Ding, keine Ahnung. Ja, nichtsdestotrotz, ich hätte ihn auch von Anfang an als Rechtsverteidiger gestellt. Hätte er mir auf jeden Fall besser gefallen. Von daher sehe ich Kimmich heute auch bei einer 3. Das war schon okay. Sané sehe ich bei einer 4. Musiala war bemüht bei einer 3- und Kane würde ich auch bei einer 4 sehen. Sané war komplett lost. Ja, wie gesagt, hat die einzige Chance gehabt, die von Harry Kane aufgelegt wurde, kläglich auf den Torwart geschossen. Ansonsten nicht präsent, hat rumgezickt, wo es dann die Umstellung kam, wo auf rechte Seite gehen soll, so, hab ich keinen Bock, leck mich am Arsch. Zum Müller-mäßig habe ich auch nicht verstanden. Über rechts hat er dann wenigstens noch mal 1, 2 Aktionen gehabt, wo er mal versucht hat, aufs Tor zu schießen. Einfach auch zu wenig, ja. Und wieder dieses, ich habe keinen Bock, da hinzugehen, ja. Ich persönlich meine Sache, wo ich unter die Decke gehen könnte bei, ja. Also wenn man in der Fußballmannschaft spielt, dann hat man sowas zu akzeptieren und nicht da ein bockiges Kind zu spielen, aber gut. Musiala war auch komplett rausgenommen aus dem Spiel. Ja, war noch der aktivste, gerade erste Halbzeit, wenn irgendwas gefährlich war oder wenn man in Ansätzen irgendwie das Gefühl hatte, man kreiert irgendwas, dann ging es über Musiala. Ja, von daher sehe ich Musiala bei einer 3. Harry Kane bei einer 4. Ja, Harry Kane gar keinen Ball gekriegt. War gar nicht im Spiel eingebunden. 0, hat sich 2, 3 Mal fallen lassen, hat dann einmal einen Sané gut eingesetzt, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit komplett rausgenommen. Komplett aus dem Spiel. Gar nicht eingebunden. 0. Das war so wie die ersten 2 Spiele, wo ein Heavy da war. Er war gar nicht eingebunden. Hat nicht einen Ball gekriegt von irgendeinem Mitspieler. Also ich weiß nicht, komplett wieder ignoriert. I don't know. Frag mich nicht. Ich bin maßlos ratlos. Das trifft's am besten eigentlich. Ja, er hat dann noch einmal quergelegt, wo gar keiner im 16er war. Gerade zu der Zeit im Spiel. Lächerlich. Ja, aufs Tor köpfen, ja klar, aber der Torwart war schon so da, also war genau das Richtige, was er gemacht hat, das Ding querlegen, da hätte nur irgendjemand sein müssen, aber da war niemand. Auf weiter Flur nicht. Also ganz wild. Kommen wir zu den Einwechslungen, Leon Goretzka,
ja, hat es ordentlich gemacht. Ja, hat es ordentlich gemacht, ist nicht überragend, aber war zumindest an der einen Kombination, die zu einer Torchance geführt hatte, beteiligt. Mathys Tel, habe ich schon gesagt, super auffällig. Der Einzige, der wirklich, wo man gemerkt hat, Alter, der will unbedingt. Der ist heiß, der reißt sich den Arsch auf, der will unbedingt hier das Ding drehen. War der Einzige. Wirklich der Einzige, wo ich das Gefühl hatte und wo man gemerkt hat, dass er das ausstrahlt. Und das ist eigentlich das Traurige. Ne? Das ist das Traurige, dass das ein 18-Jähriger macht, der eingewechselt wird. Und warum, wenn er hat ja diese Einstellung, legt er ja immer am Tag. Und das sieht man ja dann auch im Training. Und warum wird dann ein King aufgestellt, der wieder katastrophal gespielt hat? Und warum spielt er dann 80 Minuten? Entschuldigung, 84 Minuten. Mit welcher Berechtigung? Oder auch ein Leroy Sané, mit welcher Berechtigung? Ich habe sie nicht gesehen in diesem Spiel. Sorry. Ich habe sie nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, dann Choupo-Moting für die letzten 6 Minuten für Coman. Ja, kannst du machen, natürlich. Vielleicht hat er nochmal einen Lucky Hit. Hat er Choupo ja manchmal. Klar, stell ihn vorne mit rein. Er konnte es eh nicht schlechter machen als King. Also von daher alles gut. Müller für Kimmich. Katastrophenwechsel in meinen Augen. Ihr wisst selber, ich hatte oft genug Plädoyers dafür, einen Kimmich einfach mal auszuwechseln. Warum er ihn heute ausgewechselt hat, ich persönlich habe es nicht verstanden. Nochmal, Kimmich als Rechtsverteidiger, Pavlovic als Sechser. Du kannst einen Müller bringen für Coman, alles gut. Wenn du das meinst. Müller selber, Katastrophe. Katastrophe. Dass der Mensch 20 Millionen verdient und nochmal ein Jahr 20 Millionen verdient, war heute eine Katastrophe. Der konnte ja teilweise keinen Ball annehmen, ne? Oder hat einen Ball zu irgendeinem Mitspieler gebracht. Hat immer angezeigt, gemacht. Null. Wirklich null. Gar nicht im Spiel. Bälle komplett verstolpert. Traurig. Einfach traurig. Trainer Thomas Tuchel, Note. Ja, wenn wir das Ergebnis sehen, müssen wir leider sagen, es ist eine 5. Ja. Ich meine, dass er dann Tell reingebracht hat. Ein Müller, das war schon richtig, hätte ich genauso gemacht. Man hätte auch einen Goretzka bringen können. Allerdings, wie gesagt, ich hätte einen Kimmich als rechten Verteidiger gestellt, dass wir einfach mal ein paar Flanken bekommen. Gerade wenn du da noch einen Leon bringst, hast du noch mal einen kopfballstarken Spieler vorne, der mit reingeht. Aber ein Tell hat einen guten Kopfball, ein Harry Kane hat einen Kopfball. Dass wir es komplett verweigern, in unserem Spiel mit Flanken zu arbeiten, mit dem einfachsten Stilmittel, welches es im Fußball gibt. Flanke, Kopfball, Tor. Auch, dass wir die Schüsse aus der zweiten Reihe komplett verweigern. Ja, dass wir immer noch mal rein in den 16er, noch mal quer. Dieser Fußball, den wir aktuell spielen, oder den wir die letzten 4, 5 Spiele spielen, gerade gegen Gegner, die tief stehen, erinnert mich zu 100% an den Grottenfußball unter Pep Guardiola zum Schluss. Das ist 1:1 dasselbe. Wir haben den Ball, wie jetzt ja auch wieder, was haben wir gehabt? Fast 70% Ballbesitz. Ecken kurz gespielt, auf die Mittellinie zurück, um dann was zu tun. Ja, derselbe grottige Drecks-Kackfußball. Ballbesitz bis zum Kotzen, ohne das Herausspielen einer Torchance. Und wenn man mal vorne in die Nähe kommt, dass es mal gefährlich werden kann, spielen wir quer, wollen nochmal durchfummeln, wollen dies, hier, da wird nicht geschossen, gar nichts. Also das war teilweise wieder grausam anzuschauen. Ja. Kann ich nicht anders sagen, leider. Ja, jetzt sind wir wieder so an dem Punkt, wo wir schon mal waren, bei dem Frankfurt-Spiel, auch wenn es heute nicht so dramatisch war, aber es war ein Heimspiel. Ja, man kann jetzt so das Thema Franz Beckenbauer anführen. Weiß ich nicht. Mag den einen oder anderen Spieler vielleicht ein bisschen gelähmt haben, vielleicht so Müller oder so, die ein bisschen näher dran waren, kann ich schon verstehen. Ja, aber man hat gesehen, so ein Tell, der da völlig freigedreht hat als einzigster Spieler. Und ich denke auch so ein Pavlovic. Wir brauchen einfach, ja, dann Spieler, die wollen, die heiß sind.
Ja, also ich denke, heute hat man perfekt gesehen, dass viele Spieler nicht können, weil sie nicht dürfen, vielleicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Ja. Wie gesagt, so ein Coman, dass er nicht mehr an irgendeinem Gegenspieler vorbeigeht und keine Flanken schlägt. Man kann mir jetzt nicht erzählen, man hat bei ihm einen Knopf umgelegt und seitdem kann er das nicht mehr. Also es muss ja eine taktische Vorgabe geben. Dasselbe von der anderen Seite. Ja, nochmal, ich kann mich an keine Flanke von Leroy Sané in dieser Saison erinnern. Und wenn das Tuchel-Fußball ist, ja Leute, dann ist auch jetzt mal vorbei. Tuchel ist jetzt ein Jahr im Amt. Sehen wir eine Weiterentwicklung? Ich sehe keine Weiterentwicklung. Sorry. Ja, wir haben mehr Ballbesitz. Noch mehr. Oder weiß ich nicht, haben wir letzte Saison schon genauso viel Ballbesitz gehabt? Wahrscheinlich. Der Ballbesitz ist noch ungefährlicher geworden. Unsere Standardsituationen sind schlechter geworden. Mindestens jetzt in diesem Spiel. Verstehe auch nicht, warum Harry Kane nicht mal Freistöße treten darf, der das auch sehr gut kann. Ach, das sind so viele Sachen, die einfach gerade nicht passen. Nochmal, wenn du gegen Bremen spielst, die super defensiv spielen, obwohl sie gar nicht so defensiv gespielt haben, wie ich finde. Aber wo wir halt gemerkt haben, erst zur Halbzeit, wir erspielen uns einfach keine Torchancen, weil wir zu langsam spielen, zu statisch spielen, alles nur gestanden hat, kaum Bewegung da war. Da muss ich doch die Ecken, die ich bekomme, in den verkackten 16er schlagen. Wenn schon die Innenverteidiger da sind, ein Harry Kane da ist, dann muss ich den Ball doch da reinschlagen. Und was mache ich die ersten 4 Ecken? Ich spiele den Ball kurz und spiele ihn bis auf die Mittellinie zurück. Also da platzt mir der Kopf. Das geht in meine Birne nicht rein, wo da... Ja, keine Ahnung. Hat man Angst, eine Ecke reinzuschlagen, durch einen Ballverlust einen Konter zu kriegen, oder was? So, das ist das Dingen. Dann lass die Innenverteidiger gar nicht erst aufrücken. Dann lass doch alle so stehen, wie sie stehen. Wir haben eine Ecke und spielen die Ecke gleich zur Mittellinie zurück. Dann ist doch gut. So, warum erst alle aufrücken lassen in den 16er, um dann den Ball bis zur Mittellinie zu spielen? Und dann zu warten, bis wieder alle rausgerückt sind. Also, I don't know. Ich verstehe es nicht. Geht in meine Birne nicht rein, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt's da einen super taktischen Kniff, dass das so sein muss und ich sehe ihn noch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist es. Mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer, ja, dass es super enttäuschend war. Und auch super enttäuschend, dass abgesehen vom Tell keiner ausgestrahlt hat, dass er wirklich noch richtig will. Keiner auf dem Feld. Alle haben so, ja klar, wir sind noch mal aufgerückt, ja, gar keine Frage, wir haben hinten dann 1 gegen 1 gespielt und so. Logisch. Aber man hat nicht das Gefühl gehabt, so, da ist nur noch eine andere Person außer dem Tell auf dem Platz, der unbedingt will. Der dran glaubt, der will und hier das Ding drehen will. Wir können das jetzt wieder als Zeichen deuten. Ähnlich wie das Frankfurt-Spiel, keine Ahnung. Nicht meine Aufgabe. Ja, bin gespannt, wie es Mittwoch gegen Union wird. Aber mit so einer Leistung, ja, wild. Nochmal, kleiner Ausblick auf das Spiel. Ich denke, Union wird nicht viel anders spielen. Außer, dass Union halt noch ein bisschen mehr Qualität hat als Werder Bremen. Gerade in der Offensive und im Umschaltspiel. Also von daher, ja, auch selbst gegen Augsburg. Ja, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wird so eine Leistung nicht reichen. Gegen Gladbach dasselbe Spiel. Ja, Gladbach wird den Gladbach-Fußball gegen uns spielen, den sie spielen. Und dann ist schon Leverkusen. Also, aber bis dahin kann das Ding schon durch sein. Ja, wir sind jetzt 4 Punkte oder was? Ja, aktuell ja sogar 7 wegen dem Nachholspiel. Also aktuell sind wir 7 Punkte hinter Leverkusen. Sollten das 6 Punkte sein nach dem Spiel am Mittwoch, sollten wir selbst nur unentschieden spielen, ist die Meisterschaft durch, Alter. Ist der Zug abgefahren. Das haben auch die letzten Spiele gezeigt von Leverkusen.
ja, die da super heiß sind, die Vollgas geben bis 90,5, was völlig legitim ist, dann ist der Zug durch. Ja, du musst gegen Union definitiv gewinnen, egal wie. Selbst da bist du 4 Punkte hinter, was schon super schwer ist. Aber dann bist du bis zum Spiel gegen Leverkusen, zumindest wenn wir unsere Spiele bis dahin gewinnen sollten, und Leverkusen auch, bist du im Rennen. Aber dann musst du das Spiel gegen Leverkusen auch gewinnen. Ja, was gerade auch irgendwie utopisch wirkt, aus meiner Sicht. Ich will das jetzt gar nicht zu schwarz malen, aber ich habe schon in der Hinrunde gesagt, ja, und dann auch nochmal hier an die ganzen, wie kann man denn als Bayern-Fan immer nur so kritisch sein, wenn man die ganzen Spiele und die Ergebnisse sieht? Wir sind doch alle super geil, wir sind die weltbeste Mannschaft, Blösels. Nehmt mal eure Brille ab, Alter, und guckt mal nicht nur auf Ergebnisse im Fußball, guckt euch mal an, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Und ich habe es gesagt in der Hinrunde, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder haben wir endlich eine Strategie, endlich eine Spielidee, die wir selber kreieren, unabhängig vom Gegner, ja, wo wir uns nicht immer zu 110% auf den Gegner einstellen, was übrigens genau derselbe Fehler ist, den Pep Guardiola bei uns gemacht hat zum Ende hin, was ein Tuchel gerade macht. Das heißt, wir würden die Kurve kriegen. Wenn es so weitergeht, werden wir nicht nochmal die Ergebnisse erzielen wie in der Hinrunde. Du kannst nicht so viel Glück haben, so viele Spiele zu gewinnen durch irgendwelche Einzelaktionen, wie wir es in der Hinserie geschafft haben. Ja, diese Einzelaktionen, so Leroy Sané oder Harry Kane, haben über so viel schlechten Fußball hinweg getäuscht. Ja, dass, wenn man nur die Ergebnisse sieht, sagt, oh, wow, super starke Bayern. Wenn man sich die Spiele anguckt, haben wir 4, 5 gute Spiele gemacht, der Rest war Grütze. Ja, und da knüpfen wir jetzt in der Rückrunde gnadenlos dran an, wie wir sehen. Und deswegen ist eine Meisterschaft gerade wirklich sehr, sehr weit weg. Ja, wir müssten jetzt echt den Schalter umlegen und der Schalter müsste dann umgelegt bleiben. Aber selbst das ist ja bei uns nicht gegeben. Ja, das hat man ja gedacht, und dann kommt so ein Spiel wie gegen Frankfurt. Also wild. Ja. Ich würde es nicht zu schwarz malen oder sowas. Ich bin einfach immer nur ein bisschen realistisch und aktuell schwierig, sag ich mal. Aber was will man verlangen ohne eigene Spielidee? Ja, wir haben wieder 90 Minuten, gut, nehmen wir die letzten 20 Minuten raus, 70 Minuten ein und denselben Stiefel gespielt, obwohl man schon nach 20 Minuten gesehen hat, dass dieser Stiefel, den wir spielen, absolut unsinnig ist. Man hätte nach 20 Minuten spätestens, aller spätestens, nach 30 Minuten, 35 Minuten hätte man schon tauschen sollen. Ja. Also Leroy rüber, Coman rüber, weil das war dann schon einen Tacken besser, auf jeden Fall die letzte Viertelstunde. Und dann hätte man zur Halbzeit schon gnadenlos wechseln müssen. Ja, wir haben uns ja nicht eine Torchance haben wir uns erspielt. Das war der Ball von Kane auf Sané in der ersten Halbzeit. Und das kann's nicht sein als FC Bayern gegen Werder Bremen. Da muss ich dann schon ein Zeichen setzen und nicht bis zu 65 Minuten warte, bis ich das Gegentor kriege, um dann ein Zeichen zu setzen. Aber gut, nur meine Meinung. Wie immer, Leute, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich werde das natürlich dann wieder in Videoform beantworten. Nochmal an dieser Stelle Glückwunsch an Werder Bremen. Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg für Bremen. Bremen hat eine super starke Mannschaftsleistung gezeigt. Hat man gesehen, wie die zu 50 gefeiert haben, wo der Goalie da die Bälle gehalten hat. Ja, na klar, in der Schlussphase hat er ein, zwei mal auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Pfostending dann von Tell. Ja, aber das haben sie sich verdient durchs Spiel über. Ja, nochmal, die waren gerade in der ersten Halbzeit gefährlicher wie wir. Dass wir dann die letzten 20 Minuten da nochmal volle Offensive gehen und ein paar Chancen erspielen, war klar. Aber da war ja jetzt auch keine, wo du sagst, boah, jetzt eine mega klare Torchance. Das Ding von Tell, ja, klar, beim guten Tag kannst du den mal machen oder auch seine Schüsse, die er noch hatte, aber ansonsten, es reicht halt nicht, wenn einer gierig ist von 11 Spielern und der Rest das so hinnimmt. So wie das zumindest das Gefühl bei mir ankam.
Vielleicht seht ihr das anders. Haut es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da immer offen für. Und dann gucken wir gleich mal, was der Tuchel auf der Pressekonferenz zu sagen hat. Bin ich sehr gespannt. Ja, und in diesem Sinne wird das ein sehr interessantes Spiel gegen Union Berlin. Und danach wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Leute, nehmt's nicht zu schwer. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wir hören uns, wer Bock hat, auf die Reaction zur Pressekonferenz. Tschüssi.